Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Wir haben folgende 2 Beiträge heute für eure Sendung. Ein Porträt über einen Schwinger Studemann Fabian. Haushalten mit Ressourcen. Der Studemann Fabian gibt uns im Interview Einblicke in sein allererstes Training, ob er Vorbilder hat und in lustige und emotionale Momente von seiner Karriere. Der Manuel Moser hat ihn im Schwingkeller getroffen. Hast du ein Vorbild und wenn ja, wer? Nein, also ich habe nicht ein spezielles Vorbild. Ich habe auch nie eins gehabt, bei den Jungschwinger. Haben wir so ein bisschen gesagt, ja, du musst bei jedem etwas abschauen und also das, was ihn stark macht oder das, was die Person gut macht. Und wenn du das kannst, etwas rausnehmen kannst, ist es perfekt, ja. Kannst du dich zurückerinnern an dein allererste Schwingtraining und wie war es? Ja, das ist der eidgenössische Schwingschnuppertag, heisst der. Das war 2010, nach dem eidgenössischen Schwingfest in Schwarzenburg im Schwingkeller. Ich weiss noch ziemlich gut, dass sie dann aber ziemlich viel Frische waren oder Junge, die dort mal reinschauen. Darum war es nicht so, dass man so der Einzige war. Und es hat sicher geholfen. Wie es näher so genau ist gegangen, weiss ich nicht wirklich, aber dass es das war, das weiss ich noch. Wenn du zurückdenkst auf deine Karriere, hat es irgendwie eine lustige Anekdote gegeben, oder im Training mal passiert ist, bei einem Schwingfest, unter Kollegen vielleicht, Schwingkollegen vielleicht? So etwas Spezielles nicht. Es war aber noch lustig. Ich war schon ziemlich früh mal ein überraschend den Brünikranz machen. Und dann war dann so ein Fest, wo mein Vater irgendwie im Club ist, das hat organisiert. Und dann hat er dort auch geholfen, das weiss ich einfach noch. Dann ist dort jemand gekommen, schaut mich so an, ganz komisch, ich habe dort hinter der Theke geholfen. Und dann fragt er so, ob das jetzt eben ich war, der Brünikranz gemacht hat. Er hat gesagt, ja. Also, dann hat er einfach so angeschaut und gesagt, ich habe da schon ein bisschen mehr erwartet, hat er mir dann gesagt. Wenn du mit einem Tier vergleichen müsstest oder wenn du ein Tier wärst, was wärst du für ein Tier? Ja, da hast du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß verwünscht. Das haben wir jetzt noch nie überlegt, dass ich ein Tier wäre. So, vom Charakter her, was dort ist dir am ehesten zuordnen? Ja, das Sternzeichen wäre naheliegend. Also ich bin wieder, das hat man so ein bisschen die sturen Kopf. Und, das kann ich durchaus auch haben, nicht immer, aber so ein sturen Kopf passt sicher ein bisschen zu mir, ja. Während Food Waste ein geläufiger Begriff ist, fängt sich das Bewusstsein für einen geregelten Warenfluss erst langsam an zu entwickeln. Der Simon Spring erklärt und Patrick Schmed im Interview, warum es wichtig ist, dass wir mit unseren Ressourcen haushälterisch umgehen. Das, was wir hier sehen, ist ein kleiner Roboter, den ich als Auftragsarbeit für eine Schule flicke. Da war der Akku kaputt. Das ist einerseits das Gehäuse, das wir auftun mussten, der Print, den wir rausnehmen mussten. Man sieht hier einen zerlegten Roboter, der wirklich bis ins Getriebe musste zerlegt werden, damit man dann den Akku entfernen und tauschen konnte. Leider sind viele Geräte so konstruiert, dass sie nicht gemacht sind zum Reparieren. Das ist natürlich schade, weil vielfach ist es mit wenig Aufwand gemacht, dass man die Lebensdauer des Produkts verlängern kann, wenn man etwas Kleines wieder tauschen kann und so das Gerät wieder funktioniert. Jetzt ist es aber so, dass in der EU eigentlich genau in diese Richtung Bestrebungen gibt, oder? Wie ist es in der Schweiz? Also das, was in der EU im Gang ist, nennt sich Right to Repair. Also das Recht, etwas zu reparieren, dass das so gebaut ist, dass man es reparieren darf, auch kann reparieren. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn das in der Schweiz auch so ist. Vielen Orten hinkt die Schweiz näher mit einer Übernahme von diesen Gesetzgebungen ein bisschen hinten nach. Da hoffe ich natürlich, dass wir gleich auch von dem profitieren können und wir Reparateure das Leben erleichtert bekommen. Dann muss es aber auch Leute geben, die das reparieren können. Also grundsätzlich, wenn das Material, die Geräte den Leuten etwas wert sind und sie sie reparieren und die Geräte auch so gebaut sind, dass man sie reparieren kann, bin ich überzeugt, dass automatisch ein Markt entsteht von Reparateuren auch auf der Profiseite. Bei Kaffeemaschinen, bei Handys, auch beim Auto gibt es das schon seit und je. Es ist klar, dass man etwas so Wertvolles repariert. Und es wäre schön natürlich, wenn das bei einfacheren Haushaltsgeräten der Fall wäre. Jetzt gibt es Leute, die statt dass sie etwas reparieren, bringen sie es ins Recycling und haben das Gefühl, ja, das ist gut, das ist aber nicht unbedingt, oder?
Wenn etwas wirklich kaputt ist, dann ist das sicher gut. Wenn aber bei einem Föhn oder bei einem Staubsauger nur für 2 Franken ein Teil kaputt ist gegangen, das man einfach tauschen kann, aber die Leute es nicht wissen und niemand kennen, was es flicken kann, dann geht sehr viele Ressourcen eigentlich verloren, die man ganz einfach noch weiter betreiben und so unnötig muss vorgeschossen werden. Die Reparaturbewegung arbeitet auf das her. Es gibt schon ganz viele Repair-Cafés, die den Leuten ermöglichen, kostenlos Sachen reparieren und denen eine längere Lebensdauer geben. Wie gross der Anteil der Bevölkerung heute ist, kann ich nicht so recht sagen. Aber ich hoffe natürlich, sie wächst. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Im Anschluss erzählen euch Kollegen von Meteo noch, ob es nächstens schneien oder weiterhin regnen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Hinweis. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Der Mittwoch hat sich von seiner trüben und vor allem am Morgen nassen Seite gezeigt. Am Nachmittag hat es von Westen her noch ein paar Auflockerungen gegeben. Alles in allem ist und bleibt unser Wetter aber Tiefdruck bestimmt. Wir sind nämlich in einer kräftigen Südwest- bis Westströmung inne. Vom Atlantik her erreicht uns also immer wieder Feuchtigkeit, aber es wird auch sehr mild in den kommenden Tagen. Bereits in der Nacht auf morgen gibt es zum Teil wieder ein bisschen Regen, Schnee ist ab etwa 1800 Meter. Morgen ist es dann wechselnd bewölkt, vielerorts schon trocken. Am ehesten gibt es Richtung Jura, dann dort noch ein gutes Regen. Die Temperaturen recht unterschiedlich, dort wo der Wind herkommt, dort haben wir etwa 8 bis 9 Grad am Morgen früh, zu Meiringen, wo der Wind nicht herkommt, dort haben wir um die 3 Grad. Am Nachmittag geht es veränderlich bewölkt weiter. Es bleibt weitestgehend trocken und die Temperaturen ziehen an. Mit einem starken Südwesten im Flachland mit Böen von etwa 60 bis 70 km pro Stunde gibt es in Bern maximal etwa 12 Grad. Im Oberland da haben wir so um die 8 bis 9 Grad. Ja, und weisse Weihnachten gibt es dieses Jahr definitiv nicht. Das sowohl im Flachland nicht, wie auch in mittleren Lagen nicht. Weil es kommt wirklich sehr milde Luft daher. Freitag, Samstag, sprich Heiligabend, da ist es stark bewölkt, immer wieder nass. Am Samstagnachmittag lässt das Ganze dann langsam nachher und vor allem ist es mild. In Bern haben wir etwa 10 bis 13 Grad, vor allem am Freitag ein starker Südwesten, auf den Bergen Sturm aus West. Ziemlich eine garstige Geschichte und Chefagrenz am Freitag etwa 2200 bis 2400 Meter. Am Samstag da kommt sie dann wieder ein bisschen herab auf etwa 1900 bis stellenweise 1600 Meter. Am Sonntag, Weihnachten, unten zum Teil ein bisschen Nebel. Das ist insgesamt recht sonnig und wahrscheinlich am Montag, am Stephanstag, ist es freundlich, teilweise sonnig, bevor auf den Dienstag aus heutiger Sicht die nächste Störung kommt. Das war vom Wetter. Ganz schöner Hinweis und auf Wiedersehen miteinander.